Ich liebe Bücher. Und wer auf der Suche ist nach einem guten Buch, für den habe ich jetzt heute wieder einen Tipp. Zoe und die Liebe. Ganz ein entspannter Roman, den kann man lesen, da kann man 3 Tage durchlesen und dann macht wirklich eine Freude. Zoe und die Liebe von der Jana Sollinger. Was das Buch, das ich jetzt ganz kurz beschreibe, und vielleicht kann ich jemanden dazu begeistern, das zum Ausleihen oder Kaufen. Zoe London ist eine junge Frau, die moderiert in einem Radiosender und sie ist so eine ganz quirlige, lustige, die immer einen netten Spruch auf die Lippen hat und über das Mikrofon die Menschen vermitteln möchte, dass man alles locker und lustig nehmen muss und dass mit Humor im Leben am besten vorangeht. Eine Hörerin aber wirft ihr dann am Telefon einmal vor, dass sie sozusagen eine Maske trägt und der ganzen Welt diese Fröhlichkeit nur vorspielt. Und sie soll einmal in ihr Innerstes gehen und schauen, ob denn in ihr alles tatsächlich so gelassen und fröhlich ist oder ob es da nicht einen wunden Punkt gibt. Und das schmeißt die Zoe ganz schön aus der Bahn. Gleichzeitig trinkt sie ein bisschen zu viel abends und landet mit ihrem Chef im Bett. Und der hat sich in sie verliebt und sie eigentlich in ihrem auch, aber da haben wir jetzt dann genau an ihrer wunden Stelle angekommen, weil sie als kleines Kind immer wieder erlebt hat, dass ihre alleinerziehende Mama sich in einen Mann verliebt. Mann, das ist die große Liebe. Und die Mama ist glücklich und 14 Tage später ist die Mama wieder am Boden zerstört, weil der war nicht der Richtige. Und das ist für die Zoe einfach, das hat sie in ihr festgesetzt. Das hat sie auf sie übertragen, dieses dann lieber nicht verlieben, denn erst geht's dir gut und danach geht's dir schlecht. Und von daher zieht sie das ganz schön durch dieses Buch durch, bis sie die Zoe diesen Schubs geben kann und sagt, okay, ich bin aber jetzt verliebt und ich gehe das Risiko ein und ziehe das jetzt mit meinem Chef durch. Und dann hat sie noch nebenbei so ein Talent zum Tortenverzieren. Sie ist gerne Hobbybäckerin und zwar sehr talentiert. Und dann lernt sie einen alten Mann kennen, der Besitzer von einem Café ist. Und so tut sie für sie auch noch gleichzeitig beruflich eine zweite Chance auf. Und ja, ich darf ja über das Ende nicht verraten, aber lesenswert. Ein sehr schönes Buch, Zoe und die Liebe.